Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieurle. Und da guckt mein Langarm, der Hanna da. Und die ist mir neulich nachgefallen. Und jetzt ist sie he. Also, für alle, die der schwäbische Sprache nicht mächtig sind, die ist mir heruntergefallen und jetzt ist sie nicht mehr funktionstüchtig. So, schwätz mal weiter. Rede kann ich nicht so gut. Seht der Hanna, ich glaube mal, der Hanna ist das Problem. Aber ich zeig's auch euch im Detail. Also ist das. Der hat Gott noch, aber der Gott der ist nimmer. Das heißt, wenn man das Gott ist dann. Nee, da rascht das Triggerle nicht. Da rascht das Trigger-Ei. Hier glaube ich rascht aus, wenn das Ei rascht. Also der dreht euch Gott noch. Und irgendwie. Und ich würde sagen, da hilft nur alles. Wir müssen das mal analysieren da. Also, Schreibler weg, nein gucken. Und dann gucken wir, ob vielleicht das Reflekleberle an der Stelle oder ob wir dann vielleicht auch was aus dem 3D-Druckerle rauslassen müssen. Also, was da hilft, gucken wir halt einmal. Ich weiß jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Das heißt, ich bin dann genauso überrascht wie ihr. Aber das war ein Sturz aus einer Meter Höhe so in etwa. Müsste mal nachmessen. Aber das Messmittel, das ist müsste Nummer 2 sein. Ja, Multimeter ist Nummer 1, Schiebelehre ist Nummer 2. Das geht bloß bis 15 cm. Das muss ich neues Messmittel einführen. Das, mal nachmessen, wie hoch der Sturz war, weil ich habe da so Halterung seitlich im Regal. Da bin ich gegen gedotzt und dann ist es nur nachgefallen. Immer noch heruntergefallen. Seht ihr, wir bauen hier auch Sprachkurse ein für die Völkerverständigung. Ja, jetzt, bevor ich noch mehr schwätze und bevor man da anderen noch mehr Sprachkurs machen, weil das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, zerlegen wir das, schwätzen wir weiter. Dann, bis gleich. So, Odele, offen ist. Uiuiui. Wie soll das da denn halten? Das heißt, ich glaube, da ist bloß das Federles-Mechanismus raus. Ah, na das da. Da seht ihr das Federle. Klar, dass das nicht mehr einrasten kann. Das ist rausgekauft und da ist das Federle rausgekauft. Jetzt haben wir. Wie soll denn das normalerweise denn halten? Stehst du da noch? Verschweißt du da? Das ist eine seltsame Geschichte. Das heißt, das wird eine Reparatur mit dem Treffli-Kleberle. Okay, genug mit der Verniedlichung. Das ist ein bisschen extrem. Extremle. So. Jetzt sollte ich das Video mal kurz, während ich es mache, zurückspulen können. Ne, so rum muss nein. Das muss wieder. Oh, ist das, die Finger sind dick. Das Geschäft. Eieiei. Dann müssen wir den Trigger wegmachen. Dann müssen wir da Tröpfle Kleberle reinmachen. Kleberle. Kleberle. So. Das ist jetzt halt hier. Wie hält denn das normalerweise denn? Ist das klebt gewesen? Ich sehe da jetzt keine Schraube, nix. Da Tröpfle Kleber rein da. Das dann. Das machen wir noch mal geschwind. Tröpfle Kleber drauf. Und dann machen wir da ein bisschen
hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ihr könnt auch rein, raus. Aber das ist ein bisschen, ja. Was ihr jetzt dabei denkt, ist euch überlassen. Mir notlet das einfach ein bisschen, dass der Kleber sich da schön verdollt. Dass der in die Zwischenräume reingeht. Dann tapen wir das fest. So. Mehr Klebeband. Viel hilft viel. Das idealerweise nicht drehen, sonst fällt das ganze Geraffel raus. Boah. Viel hilft viel, aber das Bleistiel ist schmierig. Ey, Gott, es sei, dass es innen geschmiert war. Das wäre neu. Doch, da ist ein Schmutz drin. Schmiere die seit neu schmiere Bleistilles. Oder ist das nur, weil das ein Bleistil von früher war, oder hat das schon mal jemand aufgemacht? Hä? Hat das schon mal jemand aufgemacht? Ich habe das gebraucht gekauft. Das kann natürlich auch sein, dass das nicht der Seriezustand ist. Das habe ich natürlich beim Kauf nicht erfragt. Und TÜV braucht man für Bleistilles nicht, also ist das nicht so dramatisch, wenn das nicht der Seriezustand ist. Mir ging es nur darum, dass es aussieht wie. Ja, ich glaube, das dahinter bringt hauptsächlich was der Rest. Ich jetzt bloß noch ein bisschen Zeitvertreib. Eigentlich warten muss, bis der Kleber trocknet. So, man muss das so rumnehmen. Das Fädel hat nicht viel Futter. Das ist kein Wunder, dass das dann ein bisschen gleich rausfällt, wenn das ein bisschen einen Schock kriegt. Ach, eigentlich sollte man an anderer Stelle auch noch Tröpfle-Kleber genommen haben, aber das hätte man es halt ruckzuck sehen. So. Das muss ein bisschen weg, sonst glänzt das noch dazwischen. So, das Fädel da rein und dann drauf und auf das halten. Ja, dann hält das da hält das Fädel drin. Das ist, ja gut, das immerhin einerseits hat es mittig, aber andererseits wäre es halt hier wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben gewesen. Oder dann hier noch. Aber das muss halt, wobei so ganz runter muss das nicht, da hätte schon eine kleine Nase hätte schon gelangt, dass das Fädel da drin bliebe wäre. Ja, ein bisschen. Ja, die Konstruktion ist verbesserungswürdig. Oder auf Schwäbisch, hätte man geschickter machen können. Hochdeutsch ist da schon eine andere Sprache. Das ist alles ein bisschen so formell. Gut, man kann es auf Hochdeutsch auch schlampig ausdrücken, also so ist nicht. So sieht es also aus. Das heißt, da müssen wir noch den Schlitten da wieder. Der muss da rein. Dann muss der hier drauf. Ne, da davor. So. So muss der Schlitten rein. Das lassen wir auf der Seite gleich mal drinnen, dass wir das wisst. Weil ich jetzt sage, ich schraube das jetzt schnell durch Lauf zusammen, aber zwischendrin lasse ich den Kleber nochmal trocknen. Bis gleich.
Sodele zusammen ist. Das kann ich nur empfehlen, dass man sowas immer mal gelegentlich zu testen, sobald das Minimum an Schraube drin habt. So, der ist weg. Aber mit der Zusammenbauzeit und mit der Pause zwischendrin müsste der Kleber jetzt trocken sein. Sieht aus wie neu. Vor allem, hat man überlegt, den Honnerkleber noch zu machen, aber das tät man halt sehr. Das ist alles. Da hätte man vielleicht, ja, wobei. Das ist jetzt schon der Honner. Den sieht man jetzt auch nicht. Und ich habe schon getestet, also. Das habe ich, für die Leute, die aufmerksam zugeschaut haben, das habe ich zwischendrin gemacht. Hey. Ah, da schlampert der Ingenieur. Hei. Müssen wir Schraubenzieher nochmal holen. Und das Scheiblein nochmal reindrehen. So. So gescheit ist. So richtig. So. Schraubenzieher wieder aufräumen. Und dann. Ist schon gespannt. Scott. Und jetzt ist leer. Hey, das ist doch schön. Ja, war bloß da Honne, dass das Ding da. Und dann hat sie ganze Federungsmechanismen. Ja, und Zusammenbauer, das ist, da müsst ihr den Taster ein bisschen drücken, weil sonst rastet das Ding da nicht rein. Der schlittert der dann untergeht. Und der muss auf der anderen Seite auch nochmal rein. Sieht man hier vielleicht leicht. So sehr das da Honne. Auf der gegenüberliegenden Seite, in der gegenüberliegenden Schale muss der auch nochmal rein. Und der ist der Honne. Ja, das habe ich halt mit dem Schraubenzieher und bin noch ein bisschen nach hinten gedrückt. Ich habe den Schlitter aus, dass er doch wieder locker gemacht. Das ist ein bisschen filigran. Aber das ist Gott. Hammer. Zylinder geht raus. Das heißt, wir können da mal neue Pfeile reinladen. Sollen wir das Messmittel nicht mehr bemühen? Es macht keinen Sinn, eine Frage zu stellen, wenn ich keine Chance habe zu antworten, bevor ich das Video hochlade. Deswegen, ich sage, für alle, die ja gesagt haben, machen wir das jetzt einfach. Für alle, die neu gesagt haben, der müsst halt ein bisschen vorspringen. Also, aufwachen, gibt was zu messen. Wir haben sogar die Schutzfolie abgezogen das Jahr. So. Entlader und 12,8 Meter pro Sekunde. 17,7. 14,8. 16,7 und 16,5. Mein Gott, das Ding hat einen ellenlangen Lauf. Es sieht aber halt auch einfach cool aus. Also, da haben wir einen Mittelwert von 50,7 Meter pro Sekunde, versteht sich das. Das hätte da oben. Wir messen sinnvolle Maßeinheiten. Also 50,7 Mittel, Minimum 12,8 und Maximum 70,7. Da haben schon gesagt, gut, die 12,8 oder die 14,8 sind schon ein bisschen arg niedrig. Wobei die Pfeile auch nicht besonders sind. So genug Messmittel bemüht. Wieder eine Aufgabe von dieses Jahr schon erledigt. Das Jahr fängt schon gut an. Das ist wunderbar, vorbildlich. Ich mag einfach die Doomland-Geschichte. Ich mag die Weiße eigentlich auch. Da gibt es nur nicht so viele hübsche. Ich bin noch überlegen, ob ich mir Desolator noch hole, aber ich glaube, da gibt es bloß die Desolator und die Long Arm, wenn mich nicht alles täuscht, bei der Reihe, die weiß sind. Und der Rest ist gelb. Und ich mag halt das Weiße, das Orange in Kombination, das sieht schon cool aus. Das ist vielleicht die Waffe der Bösewichte oder noch zivilisierte in den Doomlands. Da. Doomlands Impact Zone. Steht es auf der anderen auch drauf. Ich habe da mal eine Übersicht gemacht, ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Da habe ich alle meine 3 und das hat sich noch nicht geändert. Ich habe bisher bloß 3 von der Serie, weil ja, da gibt's also den mit dem Doppelmagazin, wo die Magazine so seitlich rausgucken, das ist immer alles sperrig und wie heißt der Judge? Das ist halt ein riesiges Ding. Und mein Platz ist noch ein bisschen begrenzt, deswegen müssen wir da warten, bis wir da gescheit Studio haben dafür und das
schön an die Wand hängen können und alles, dann können wir darüber reden. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was ich mit denen mache. Also, deswegen, den fand ich cool, zum mit ein bisschen rumspielen. Dann müssen wir da vorne noch irgendwas drauf machen. Dann müssen wir noch was entwerfen für den. Das ist halt schon cool. Wir können jetzt auch nochmal laden. Mal gucken, das Ding Slamfire. Jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht im Kopf, aber ich glaube nicht. Nee, hat's nicht. Es ist leer. So, damit, andere Seite, habt ihr noch ein schönes Bild zum Schluss. Damit, lassen wir es für heute gut sein. War ein erfolgreiches Video. Habe ich so nicht erwartet. Ich hab gedacht, ich muss da noch was 3D drucken. Aber manchmal darf es auch einfach gehen. Ich meine, ein bisschen Schräubler, ein bisschen Kleb, ein bisschen Schraube, ein bisschen Zuschrauben wieder, ein bisschen Kleb und schon geht's wieder. Schon ist wieder voll funktionsfähig. Schon ist nicht mehr hier. Und voll funktionsfähig. Und dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Reparieren, beim Basteln, beim Plastern. Euer Blasteringenieur.